grüß dich zurück zu Fallout 3. Wir haben das letzte Mal da auf Point Lookout ja hier diesen Vergnügungspark, oder was es immer sein soll, haben wir ein bisschen untersucht, sind auf die Geschichte des Agenten Cheng gestoßen und laut Aushang hier, warte mal kurz, Aufgaben, da sollen wir ja den violetten Vorhang, das Schicksal des Agenten Cheng im Gefangenenlager untersuchen. Weißt du was, bevor wir jetzt da irgendwas machen, das ist da ganz heroben. Nö, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir werden jetzt einmal die Insel erkunden. Genau. Egal was uns entgegenkommt, wir werden uns der Tatsache stellen. Aus. Das tun wir nicht. Nö. Na, unser Liesel braucht da ein paar Erfahrungspunkte und er braucht ein paar Level. Weil wir könnten ja in die Villa auch gehen. Die Villa kenne ich bereits und ich weiß auch ungefähr, was in der Villa geschieht. Nur da die gern... vorher die Insel ein bisschen auf eigene Faust erkunden. Wir benötigen aber, jetzt wo ich es gerade gesehen habe, unsere Promenadenmischung. Konföderierten Hut, jawohl. Dass die gleich ausschaust, wenn die Konföderierten kommen. Kleine Waffe plus 10, wow. Warte mal. Lederrüstung des Umherziehenden. Das haben wir in der oder vorvorletzten Ausgabe gemacht, bevor wir da nach Point Lookout gefahren sind. Das haben sie wirklich gut animiert. Für das Jahr, was das Spiel rausgekommen ist, ich glaube 2006 oder 2008, da hast recht gehabt, Nuka. Auch wenn ich vorproduziere, und ich produziere momentan sehr viel vor, ich habe jetzt da offen und ehrlich gesagt, zu Hause einige Schwierigkeiten, die hoffentlich bald einmal auskuriert sind. Das ist so wie Geschwirrl im Magen, gell? Das bereitet nur schlechte Laune. Oh. Parzelle des Reaver Clans, was? Wildghoul Reaver. Na bitte. Oh, da daddelt der halt schon ein bisschen mehr aus, ha? Ja, will das nicht alles verbraten. Kleine Waffe plus 10, gell? Dreistrahliges Lasergewehr. Ich muss da ein bisschen umschauen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was wir eigentlich für Waffen dabei haben. Oh. Na komm, Mädel. Hallo? Oh, der ist gut. Ja, komm, mei. Redaway. Da haben wir wenigstens Stimpaks. In Fallout 4 komme ich zwar wieder dazu, aber bist du narrisch. Da gehen sie mir nämlich auch flöten. Warte mal kurz, wir werden das jetzt anders machen. Ich habe eine Idee. Mädel, wir brauchen
dich und dann probieren wir mal dich. Vielleicht machst du ja mehr Schaden. Total. Halt die Falten. Was nehmen wir denn? Hundefleisch. Ein Fusel. Genau. Wein. Natürlich. Alter. Puh. Weißt du, das ist nämlich, ich glaube, das ist, weißt du, es gibt Momente, da drücke ich auf eine Tasten und dann reagiert die Spüre nicht gleich, gell? Also. Wow. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, die haben's drauf. Und momentan, wenn bei mir irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, da kommt die, was der Parzelle des Offi-Clans. Was ist da hinten? Metalltür zu Verwaltungszelt. Okay. OP-Schlauch, Kernspaltung, Stealth Boy. Munitionskiste, immer gut. Unsere Reserven keine aufgefüllt irgendwie. Stützbandage, was ist da? Ah, 4 Stimpaks. Schwein. Okay, müssen wir uns merken. Außenposten des Katastrophenschutzes. Okay. Dann haben sie den Stützpunkt da wohl eingerichtet am Tag der Bomben. Oder kurz zuvor. Einmal da einer. Marcellas Zelt. Marcella, keine Ahnung. Aha. Welch durchgeknalltes Mäuschen bist du? Seien Sie gegrüßt, mein Kind. Oh Gott. Ich bin Marcella, Missionarin und Schülerin des Glaubens. Wie geht es Ihnen? Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, der Glaube, lassen Sie mich raten, Sie sind auch so eine Weltuntergangssekte. Sollten Sie nicht in der Kathedrale sein mit den Leuten vom Stamm? Freut mich, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits, mein Kind. Ich würde Ihnen gern etwas über den Glauben erzählen, wenn Sie zuhören wollen. Erzählen Sie mir, woran du glaubst. Was halten Sie von Point Lookout? Erzähl mir, woran du glaubst. Soll ich Ihnen aus der Heiligen Schrift vortragen? Oder möchten Sie nur etwas über unseren Glauben wissen? Äh, die Heilige Schrift. Meine Mutter hatte eine Lieblingsbibelstelle, Offenbarung 21.6. Kennen Sie die? Die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, wie es in der Bibel steht. Möchten Sie einen Vers hören? Klar, lassen Sie hören. Ich fürchte, ich habe die Heilige Schrift nicht bei mir, aber ich kann ein paar Stellen vortragen. Diese hier gefällt mir besonders. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Könnte ich eine Stelle hören? Was könnte ich eine Stelle hören? Meine Mutter hat eine Bibelstelle, Offenbarung 21.6. Kennen Sie die? Natürlich. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will den Durstigen umsonst vom Brunnen des lebendigen Wassers geben. Ein wunderbarer Vers. Selbstlosigkeit ist so eine Seltenheit heutzutage. Ich verstehe sehr gut, warum gerade diese Stelle sie so beflügelt hat. Ich würde gerne eine Stelle hören. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, wird die Posaune erschallen, und die Toten werden redlich auferstehen. Und wir werden verwandelt werden. Noch eine von diesen Sekten. Zumindest hört es sich so an. Was genau ist denn Ihre Mission? Wir versuchen, das Ödland angenehmer zu gestalten, indem wir Gutes tun und das Wort der Bibel verbreiten. Außerdem bergen und restaurieren wir alle religiösen Reliquien, die wir finden können. Aber das ist nur eine Nebenbeschäftigung. Wie sind Sie Missionarin geworden? Ich wurde im Kloster großgezogen, bis ich alt genug für die Missionsarbeit war. Erst dann verließ ich zum ersten Mal das Kloster. Reden wir über was anderes. Über was sollen wir reden? Was halten Sie von Point Lookout? Ich bin selbst noch recht neu hier, aber ich sage Ihnen gern alles, was ich weiß. Was halten Sie von den Einheimischen? Als sehr feindselig. Ich will sie beobachten, aber die Sumpfbewohner sind Außenstehenden gegenüber aggressiv. Zum Glück bleiben sie gern im Sumpf. Was haben all die Knochen und die aufgespießten Puppen hier zu bedeuten? Das sind sicher Fetische oder Totems der Sumpfbewohner, mit denen wahrscheinlich Territorien abgesteckt oder Rituale zelebriert werden. Ich habe von vielen primitiven Religionen gelesen, die ähnliche Symbole verwenden. Voodoo, Santeria, Obeah. Faszinierend, aber auch beunruhigend. Obwohl die zugrunde liegenden Glaubensvorstellungen recht finster wirken, sind sie für die Sumpfbewohner wahrscheinlich lediglich leere Traditionen. Haben Sie das Zeltlager hier errichtet? Mehr oder weniger. Die Zelte waren umgestürzt, als ich sie fand. Ich konnte sie wieder aufstellen. Das hier riecht am wenigsten nach nasser Brahmin. In einem anderen Zelt habe ich ein Terminal wieder in Gang gesetzt. Daher denke ich, dass die Zelte vor dem Krieg von Medizinern errichtet wurden. Sie meinten, Sie wären nicht von hier. Ganz recht. Ich komme aus der Abtei der Straße. Allerdings darf ich Ihnen nicht verraten, wo sich diese Abtei befindet. Warum nicht? Also das ist wieder nicht dabei. Reden wir etwas Über was anderes? sollen wir reden? Ich muss los. Passen Sie gut auf sich auf. So, liebe Kinder, jetzt habt ihr meinen Religionsunterricht gehabt. Gehört ja dazu. Ha, ha, ha. Und interessieren tut es an Scheißwein. Waren wir da schon herinnen? Medizinerzelt. Oh. Oh. Lässig. Warte mal. Na, du siehst. Ja. Wir reisen da jetzt einmal hoch, das kurze Stück. Ich mag jetzt nicht zu Fuß gehen. Und dann werden wir da ein Stück weiter raufgehen. Vielleicht machen wir in der nächsten Episode dann die Villa. Mal schauen. Weil gerade so, das Erkunden von den Schars macht am meisten Freude, glaube ich. Ja, bei mir ist es halt so, alles was ich noch nicht kenne, erkunde gern. Bei der nervösen Finger. Achso, das ist. Achso, wir sind auf der Rückseite von den Schars da. Weißt du was? Ja. Das ist in Fallout 4 dann der Hirnpilz. Mhm. Weißt du was, wir gehen gleich zur Villa und schauen, was wir dort erleben. Ne, Kruzifix. Aha. Wo
ist jetzt eigentlich diese Villa, von der da die ganze Zeit geredet worden ist? Das Homestead Motel. Ich glaube, das ist sie. Aufgaben. Einheimisch die Villa untersuchen. Sag einmal, was das ist, wenn du halt einmal Wochen nicht spürst irgendwas, dann bist du sofort wieder draußen. Einheimische Eigenarten. Aufgabe aktivieren. Ort anzeigen. Ah, das ist da herunten. Ja, dann spazieren wir mal dorthin. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Bier hat nachgelassen. Arbeiter-Overall. Na bitte. Wir finden ja eh immer irgendeinen Blödsinn. Da ist unser Hotel oder Motel, weiß ich nicht. Da war die Bank, ja genau. Man, ich weiß jetzt nicht, wie lang das Point Lookout gehen wird. Aber geplant habe ich, dass wir uns noch nach Point Lookout in Dings umschauen, in River City. Und die River City Missionen einmal angehen, weil da glaube ich, da gibt es einige. Da können wir uns dann auch auf die Suche nach einem Androiden machen. Hales Kramladen, okay. Kruzifixmädel, das ist da einer, gell? Sturer Bock, du. Dampfanzeige, Buffout, okay. Schauen wir mal, das Haley. Oder der Haley, weiß ich nicht. Oh Gott. Oh, hallo. Willkommen in Haleys Kramladen. Wir führen sehr viel, Kram. Mache ich Sie nervös? Nein, nein, ist schon alles in Ordnung. Ich bin nur kaum an Menschen gewöhnt hier draußen. Das ist alles. Meine üblichen Kunden. Naja, die rieche ich normalerweise schon lang, bevor ich sie sehe. Wer sind Ihre üblichen Kunden? Die meisten Leute kommen aus dem Sumpf. Sie lassen mich wohl in Frieden, weil ich hier geboren wurde. Meistens tauschen sie Fleisch und Obst ein. Bares oder Waren bringen sie nie. Die Söldner bringen mir immer wieder gutes Material. Wenn sie also Munition oder sowas brauchen, sind sie bei mir richtig. Also, wie lange haben Sie schon diesen Laden? Ach, Sie glauben... Nein, nein, das ist kein Familienbetrieb. Ich übernahm den Namen einfach, als ich den Laden vor ein paar Jahren fand. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an die Zeit davor kaum mehr erinnern. Ich wachte hier mit dröhnendem Kopf auf und der Laden war bereits da. Die Leute kamen herein und fingen an, mit mir Handel zu treiben. Ich hatte nichts dagegen. Und so wurde eben eine Arbeit draus. Naja, wo bekommen Sie Ihre Ware her? Einiges davon habe ich gefunden. Ein paar Sachen waren bereits hier und die Söldner bringen mir auch ab und zu was vorbei. Und hier und da taucht auch dieser schräge Vogel mit dem Boot auf und lässt mir ein paar gute Sachen hier. Reden wir doch mal über etwas Kein anderes. Problem. Sind Sie gekommen, um etwas zu kaufen? Ich will das Angebot sehen. Ich habe so allerhand. Sehen Sie sich doch um. Ja, ja, ich schau mich eh um, da brauchst du keine Sorgen machen. Da brauchst du mich auch gar nicht fragen. Ich lade mich dazu selber ein. Okay, da können wir hergehen. Wenn wir Stimpack Mangel haben, Hundenapf, Kaffee, bla bla bla.
Pinzette, Pümpel, bla 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 bla. Okay. Ja, der hat eigentlich nichts, was mir jetzt auf die Schnelle interessieren würde. Da, Waffen, was hat er denn alles? Aber wir haben ja gar kein Geld. Scheiße. Wurscht. Ich muss Sie los. dürfen jederzeit gerne wiederkommen. Diese Sumpfbewohner bringen mir ständig neue Sachen. Ja, sicher, sicher, sicher. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt mache ich das, da kennt er mich nicht. Meierlackfleisch, okay. Okay, wo ist die Villa? Dann gehen wir mal ab in die Villa. Aha. Naja, so kann man Spielzeug auch verwenden. Ja, gleich mal aufgeschlitzt. Pistole. Zweimal Jet. Leere Whiskyflasche. Wenn sie viel gewesen wäre, hätten wir es können saufen oder verkaufen. Genau. Okay. Da hat wer ganz makaberen Humor. Ort des Rituals. Oh Gott. Fährtenleser. Okay. Plasmagewehr, chinesische Pistole. Probieren wir es einmal. Du bist ja Schönheit, du. Was der aushält. Mädchen, lass dir was einfallen. Du hast jetzt drauf einlassen, also bügel's aus. Das Problem bei der doppelläufigen... Das Problem bei der doppelläufigen ist, dass sie einfach zu lang braucht zum Laden. Bist du deppert, die halten was aus. Medics. Vor die Äxte haben wir schon. Fusel. Das ist es momentan das einzige, was ein bisschen an Schaden macht. Okay, rundum und um ist nichts, dann schauen wir da rein. Und da erwartet uns jetzt die Hölle. Hä? Da ist ja irgendwo was. Müssen wir jetzt verarschen? Okay. Leisetreter. Na gut, Teppichvertreter. Boah.
Boah! Du Trottel, Alter. Treffen kann er, der Bur. Au! Boah. Schaden machen, das ist gigantisch. Oder bin ich das einfach schon zu früh angegangen? Ich weiß es nicht. Kleine Waffen plus 10. Aber die wird wahrscheinlich jetzt keinen Schaden machen. Nehmen wir mal an. Was ist der nächste Idiot? Aber lustig ausschauen, Tanz. Au! Au! Du Traukel, du Detail aus. Habe ich keine bessere Kleidung? Boah, das ist in den Spiel eigentlich eh wurscht. Warte mal. Okay, die tät ein bisschen mehr aushalten. Wie der andere Scheiß. Gonna get you! Alter, die halten was aus. Bist du deppert? Na, da kenn ich. Ich probier mal dich. Vielleicht. Das große Problem ist, es sich den zweiten nicht. Wo ist der? Die Doppelläufige, die Schrot nehmen wir mit. Okay, Mauser, jetzt darfst du beweisen. Wo ist der? Haben schon gesehen. Haben wir nicht Granaten dabei? Na, gell? Warte mal. Reparieren. Da. Pineapple! Puh. Aber ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, das macht irgendwie Laune.
Da lernst du mal deine Waffen auch kennen, das sage ich dir da. Oh. Bist du deppert? Also im nächsten Levelbaum. Beim nächsten Level Up müssen wir uns unbedingt was leveln, auf was wir am meisten gängen. Ah. Den wollte ich nochmal mitnehmen und reparieren auf jeden Fall. Braucht man nicht, warte mal. Konföderierten Hut. Braucht man eigentlich auch nur einen. Man gut, wiegt der nur 6, wiegt der nur 1 Kilo. Ah, na 2. Was? Das ist die das ist der Schatz. Okay. Wahrnehmung. Den tun wir gleich weg. Die Powerrüstung, die halten wir uns. Die Polizeimütze tun wir weg. Nahkampfwaffen. Okay, Mädchen, dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Hilft ja nichts. Wie geil schaust du jetzt aus? Oh ja. Geht. Aber warte mal. Stimpaks. Weißt du was? Hau da noch 2 rein. Hau da noch das Blutpaket in die Venen. Bist du deppert. Aber wie gesagt, das macht irgendwie Laune. Hm. Calvert Mansion, this way. Weißt du was, wir brauchen Erfahrungspunkte. Super. Au! Kruzifix. Es macht Laune, ja? Das macht wirklich Laune. Meierlackjäger, okay. Dann probieren wir dich nochmal. Müssen wir uns dann ganz genau überlegen. Oh na. Oh, der ist ja fast hin. So Mädchen, enttäusch mich jetzt nicht. Da leider was dich schlucken. Wahnsinn. Aber Level Up haben wir keins gekriegt, gell? Na, was ist jetzt eh schon aufgleicht? Täusche mir oder ruckelt's? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das in der Aufnahme sehen wirst, aber... Na, okay, gut. Ich musste ja improvisieren mit der 360er.
Der Tadel. Phänomenal. Da ist der Leuchtturm. Ich brauche euch aber nicht erzählen, gell, dass mir so... Dass mir das voll taugt, so ein Küstenleuchtturm, Hafen-Design, das gefällt mir voll. Kommen wir nicht da um mit dem Leuchtturm? Na. Passt, wenn ich nicht so unendlich scheiße neugierig wäre. Aber wäre das Ganze viel lustiger. Was hat's da? Aha. Und einen Koffer für den Koffer. Arbeit da überall. Nimm mal mit. Ist ja wurscht. Vielleicht finden wir noch schnell irgendwo ein Punkt, so ein Levelpunkt, so eine Erfahrungspunktequelle, weißt? Weil dann könnten wir jetzt noch in der Episode das nächste Level vergeben und uns dann weiter durch. Genau. Hm. Ich suche halt noch einen Gegner oder so irgendwas. Gibt's denn da nix? Aber die Atmosphäre ist jetzt schon geil. Jetzt zum Abschluss. Das war, hast du das eh gehört? Starfield haben sie verschoben, gell? Auf 2023, irgendwann im ersten Quartal. Woher kommt denn jetzt der Sinneswandel bei Bethesda, hm? Dass jetzt auf einmal ein Spiel rauszubringen wollen, was perfekt ist. Hm? War einer vorher bei Fallout 76 auch scheißegal. Aber prinzipiell, ich habe das mittlerweile schon ein bisschen eine eigene, ich habe da ich glaube, ich habe da einen Punkt gefunden, der die Sache, glaube ich, am besten beschreibt. Es werden ja keine Spiele mehr produziert, wo du jetzt hergehst und sagst, das spiele ich nach 5, 6, 7, 8 Jahren wieder. Das wird dann einmal gemacht. Und offen und ehrlich gesagt, es ist zwar groß gefeiert worden, aber im Endeffekt viel gehört hast dann auch nicht mehr davon.
Horizon Forbidden West, also die Fortsetzung halt von Horizon Zero Dawn. Weil ich kann das ja genau sagen. Also einfach schon glatt glutscht, repetitiver Schaß ist, ganz einfach. So siehst halt ich. Mehr von dem, was du halt eh schon alles hast. Und das alles bis auf den Tod aufs Perfekte trimmt. Also, ja, man, gut, kannst jetzt streiten, Open World. Die Open World, die ist relativ klein, kurz, ein bisschen kleiner, kompakter und die Missionen sind etwaig ein bisschen dichter beieinander. Das ist halt jetzt bitte nur meine Auffassung. Ich kann mich natürlich auch irren. Du weißt ja, wie es heißt. Irren ist weiblich, männlich, menschlich. Okay, dann müssen wir auf Granaten zurückgreifen, wenn die Gegner so viel aushalten. Perfekt. Oh Gott. Also das ist ja nicht mehr lustig. Okay, wir haben jetzt 19 Punkte. Kleine Waffen, 10 mm. Oder, oh, du Trottel. Wir haben ja da gar nichts. 19 und 36 sind 46 sind 55. Warte mal. Schleichen und Dietrich, das braucht man nicht. Für Wissenschaft und Medizin 5 weitere Punkte braucht man nicht. Okay, hinzuaddiert. Aha. Verständnis. Erhalten Sie mit jedem gelesenen Pferd einen weiteren Fertigkeitenpunkt. Okay. Revolvermann, die Größe zählt. Sie sind von den großen Waffen geradezu besetzt. Mit jedem weiteren Rang dieses Extras erhalten Sie 15 zusätzliche Punkte für die Fertigkeit. Oh. Schnorrer, Strahlungsresistenz. Finesse, okay. Nachtmensch, Tierfreund, Kannibale. Schneller Stoffwechsel. Adamantium-Skelett, das hört sich auch interessant an. Gesetzesbringer. Was das? Vorab. Wo war denn das? Die Größe zählt. Da mal nochmal speichern. Uah. Mei, ist der süß. Alter, das ist aber einmal eine richtige Gaudi. Hilfe, ja. Hilfeschrei auch gleich. Aber aus meiner jugendlichen Verzweiflung außer. Stimpack. Und na, ich bin jetzt Stimpack-süchtig, aber es ist nur geil, wenn du solche hast.
Mama mia. Bist du Moped? Hast du irgendwas dabei? Ja, zum Reparieren können wir es nehmen. Okay, passt, dann belassen wir es für heute da dabei. War eh. Ja, genau. Buff out. Salisbury Steak. Ah, gut. Die Punga-Frucht nehmen wir mit. Fürs kleine Früchtchen. Angelrute. Da haben wir alles durchgeschaut. Der Leisetreter hat auch nichts mehr für uns. Okay. Also dann, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir aber wirklich in die Villa Mäusekot. Bis zum nächsten Mal. Baba.